Einmal malen wie Van Gogh? Künstliche Intelligenz macht's möglich. Im Deutschen Museum ist künstliche Intelligenz die Neuheit. Man trifft auf sie in den Abteilungen Medizin und Robotik. Vielleicht die letzte große Innovation für lange Zeit? Das wissenschaftliche Fachblatt Nature warnt, seit über 40 Jahren gibt es weniger bahnbrechende, disruptive Ideen. Wissenschaftshistoriker wie Christian Reis beobachten diese Entwicklung. Vielleicht ist die große Zeit der Erfindungen und Entdeckungen vorbei. Christian Reis zu Besuch im Deutschen Museum. Alle hier ausgestellten Erfindungen und Entdeckungen lassen sich nicht wiederholen. Den Traum vom Fliegen kann man nur einmal wahr machen. Die Kernspaltung kann man nur einmal entdecken. Den ersten Schritt auf den Mond kann man nur einmal machen. Das US-Forscherteam schreibt: Der Fortschritt verlangsamt sich in wichtigen Bereichen. Und? Insgesamt tragen neuere Veröffentlichungen und Patente im Vergleich zu früheren Epochen weniger dazu bei, Wissenschaft und Technologie in neue Richtungen zu lenken. Ein Gang durchs Deutsche Museum trügt. Seit der industriellen Revolution scheint ein Geistesblitz dem anderen gefolgt zu sein. Ganz falsch. Es gab immer ein Auf und Ab. Ein Blick in die Technikgeschichte zeigt, es gab immer bahnbrechende Erfindungen, die ganze Epochen ausgelöst haben, die für wirtschaftlichen Wohlstand gesorgt haben, die Gesellschaft geprägt haben. Und dann kam die Krise, eine Art Talsohle oder salopp ausgedrückt die saure Gurkenzeit. Man kann von einer Art Zyklus sprechen. Mit dem ersten Zyklus beginnt die industrielle Revolution in den 1780er Jahren. Mit tollen Leistungen, aber alle nicht bahnbrechend. Die Entdeckung des Sauerstoffs und der Photosynthese. Pflanzen brauchen Sonnenlicht, um zu wachsen. Die Elektrizität wird entdeckt. Und die erste Impfung entwickelt gegen Pocken. Die Idee schlechthin haben die Briten. Sie lösen das größte Problem der Zeit, den Mangel an starker, billiger Arbeitskraft. Er hatte den Geistesblitz seiner Zeit, der Schotte James Watt. Seine Dampfmaschine vertausendfacht die Arbeitsleistung. Der Bergbau boomt. Fabriken entstehen, vor allem Spinnereien. In den 1840er Jahren hat der Zyklus der Dampfmaschine ein Ende. Dann steigt die Produktivität nicht mehr. Das Wachstum erschöpft sich, die Krise kommt. Dann der zweite Zyklus. Wieder tolle, aber nicht bahnbrechende Ideen. Das erste Foto der Welt. Ein Blick aus dem Fenster. Die erste richtige Narkose mit Äther. 2 Briten lösen das größte Problem der Zeit, das Transportproblem. Richard Trevithick und George Stephenson. Dank ihrer Eisenbahn sinken die Transportkosten, Handel und Produktion dehnen sich auf weite Räume aus, die Wirtschaft wächst rasch. Die Eisenbahn ersetzt die Kutsche, weil sie viel mehr, schneller und weiter transportieren kann. Wie wir hier mal wieder sehen, es sind nicht die Verbraucher und Verbraucherinnen, die plötzlich keine Lust mehr haben, Kutsche zu fahren, sondern Eisenbahn.
Es geht nicht um die Nachfrage, es geht um das Angebot. Und hier geht die Initiative von Wissenschaftlerinnen, Unternehmern und Ingenieurinnen aus. Aber auch die Bevölkerung ist für den Erfolg der Eisenbahn wichtig. Sie muss vom technischen Wandel überzeugt sein. Es braucht eine Gesellschaft, die offen ist für Neues. Wenn die englische Bevölkerung die Dampfmaschine oder die Eisenbahnen abgelehnt hätte, dann wäre England im 19. Jahrhundert niemals zu der Weltmacht geworden, die sie dann tatsächlich geworden sind. Nach der Hochzeit kommt in den 1870er Jahren die Flaute. Die Länder reagieren mit Handelsschranken. Das Deutsche Reich hat zum Beispiel riesige Getreidezölle eingeführt. Und das war auch der Grund, warum Bismarck so unbeliebt war. Der hatte einfach als Kanzler das Pech, in den Abschwung des zweiten Zyklus zu kommen. Es folgt der dritte Zyklus. Wieder tolle Ideen. Die Mikroben werden entdeckt. Auslöser von Gärung und Krankheiten. Der Deutsche Konrad Röntgen macht die erste Röntgenaufnahme der Welt. Die Hand seiner Ehefrau. Die Chemie boomt. Neu das Periodensystem der Elemente und synthetischer Dünger. Die Top-Ideen kommen aus Deutschland und den USA. Vertreten durch Werner von Siemens und Thomas Alva Edison, die Macher der Elektrifizierung. Edison macht die Glühbirne marktfähig. Jetzt leuchten nachts die Städte. Von Siemens entwickelt den Generator. Grundlage für das erste richtige Kraftwerk der Welt im bayerischen Schloss Linderhof. Den nächsten Zyklus dominiert ein Spätzünder, das Auto, erfunden vom deutschen Karl Benz, erstmals in Amerika auf dem Fließband produziert als Ford T. Erst 60 Jahre nach seiner Erfindung setzt das Auto sich durch, auch weil die Ölindustrie boomt. Die Hochzeit des Autozyklus sind die 1950er und 60er Jahre. Der letzte Zyklus ist vielleicht noch nicht beendet. Das Computerzeitalter, geprägt von den USA und Japan. Es beginnt um 1980. Warum Japan? Das Land baut computergesteuerte Autos billiger und besser. Die Mikroelektronik gilt nicht wie in Europa als Jobkiller. Laut Fachblatt Nature soll es seit diesem Zyklus weniger technische Durchbrüche geben. Für Christian Reis nicht schlimm. Denn seit der industriellen Revolution waren es immer nur ganz wenige dieser Ideen, die für Wohlstand und eine gesunde Gesellschaft verantwortlich waren. Und die gab es in den letzten 250 Jahren immer wieder, bis heute. Und was morgen ist oder was vielleicht gerade im Entstehen ist, das können wir nur erahnen. Sogar Fachleute irren. Computerexperte Kenneth Olsen, 1977. Es gibt keinen Grund, warum jemand einen Computer zu Hause haben möchte. Die Biologin Linda Odenthal-Hesse betreibt Evolutionsforschung. Mit Mäusen. Ihre Frage: Wie funktioniert Vererbung? Aber kann die Kielerin noch Neues entdecken? Vor fast 30 Jahren erklärt der Molekularbiologe Gunther Stent: Die Evolutionsbiologie war mit der Veröffentlichung von Darwins Der Ursprung der Arten praktisch vollendet. Was gibt es da noch zu entdecken? Wir stehen immer noch auf den Schultern von Darwin und versuchen, Evolution zu verstehen. Allerdings sind wir einiges weiter, weil wir das ganze Erbinformation, das ganze Erbmaterial anschauen können und eben durch die Evolutionsgenetik die Evolutionsbiologie noch mal richtig revolutionieren
und damit einfach ganz neue Erkenntnisse erkennen können, die Darwin sich nicht mal zu träumen wagte. Im Jahr 1831 geht der junge Brite Charles Darwin auf Weltreise. Er vergleicht Fossilien mit lebenden Tieren und verwirft den Schöpfungsgedanken der Bibel. Ich bin überzeugt, dass die Vorstellung einer Erschaffung der Arten falsch ist. Fast 30 Jahre später veröffentlicht er sein Werk über die Entstehung der Arten. Demnach passen sich die Arten der Umwelt an. Darwin glaubt aber noch an die Vererbung erworbener Merkmale. Damit räumt 1892 der deutsche Biologe August Weismann auf, durch ein Experiment. Er schneidet Mäusen die Schwänze ab. Die Nachkommen kommen aber mit Schwänzen auf die Welt. Der Beweis: erworbene Merkmale, wie diese Verstümmelungen, werden nicht vererbt. Damit stehen die Grundsätze der Vererbungslehre fest, seit mehr als 130 Jahren. Auf Darwins Fährte kommen die Forschenden seitdem nur noch in Trippelschritten vorwärts. Wenn man einfach nur das, was Darwin gefunden hat, genau weiter forschen möchte, dann sind das vielleicht Trippelschritte, aber es wird einen neuen Darwin geben oder eine neue Darwin, die eben ein neues Forschungsfeld eröffnet. Und dann ist es vielleicht nicht Evolutionstheorie in dem klassischen Sinne, wie Darwin sie ursprünglich gemacht hat, sondern dann heißt das vielleicht ein bisschen anders. Aber in der Evolution ist noch ganz viel unerforscht und da wird es noch ganz viele Möglichkeiten geben, einfach neue Felder, auch neue Pionierarbeit in neuen Feldern zu leisten. Ihre Forschungsgruppe untersucht, wie Keimzellen sich teilen, wie das Erbgut neu gemischt wird. Ihr Augenmerk gilt nicht dem Erbgut, der DNA, sondern dem molekularen Umfeld. Das bestimmt maßgeblich, wo welches Erbgut gemischt wird. Ein neues Forschungsfeld: Epigenetik. Wir haben Beobachtungen und wir wissen aber gar nicht, wie es zu denen kommt. Das heißt, die Mechanismen sind komplett unerforscht und da ist schwer vorauszusagen, was da jetzt noch alles passieren kann. Aber da ist ganz viel Potenzial auf jeden Fall für neue Entdeckungen und neue Wege und neue Darwins. Mit diesen Maschinen enträtselt das Team die Strukturen des Vererbungsapparates. Riesige Datenmengen fallen an. Ein großer Unterschied zu Darwins Zeiten. Die Forscherin muss mehr wissen in Biologie, Chemie, sogar Informatik. Ich glaube halt eben, dass diese klar definierten Bereiche, wie wir sie jetzt haben, die werden immer interdisziplinärer. Wir haben immer mehr Überschneidungen zwischen den klassischen Forschungsfeldern Biologie und Physik und Chemie. Und dadurch werden neue Forschungsfelder eröffnet, die dann ein neuer Darwin oder eine neue Darwin bahnbrechende Ergebnisse erzielen kann in einem Bereich, den wir jetzt halt eben noch gar nicht kennen. Und ich glaube, dass da die Reise hingehen wird. Und Forschungsfelder sterben an sich nicht aus, die werden einfach gefächerter, breiter oder bewegen sich eben näher auf andere Forschungsbereiche zu, sodass sich das da weiterentwickeln kann. Noch ein Unterschied. Darwin hat beobachtet, heute wird aufwendig gemessen. Hier die Laufwege der Mäuse. Welche Tiere paaren sich? Das ist teuer. Die Forschungsgelder sind an Erwartungen geknüpft. Man soll etwas Bestimmtes herausfinden. Und viele Errungenschaften der Wissenschaft, so wie Penicillin oder der Fingerabdruck oder die Genschere, sind eigentlich Seitenprodukte von guter Forschung gewesen, die aber nicht das Ziel hatte, eben Penicillin zu finden oder die Genschere, sondern etwas ganz anderes herauszufinden. Und so hatte Darwin das einfach viel leichter, als das heute erwartet wird von den jüngeren Wissenschaftlern. Fazit: Forschung sucht sich selbst neue Felder, fächert sich auf, wird aufwendiger und damit teurer. Ein Darwin hätte es heute schwerer, einfach mal loszulegen.
In der Technologie scheint es keine neuen Felder zu geben. Aus der Dampflok wurde der ICE, aber der ist immer noch eine Eisenbahn. Schon im 1. Jahrhundert behauptet ein römischer Senator: Es ist alles erfunden. Es gibt keinen Raum mehr für Verbesserungen. Keine revolutionären Geistesblitze seit 2000 Jahren? Es ist noch länger her. Man könnte meinen, dass alle neuen Ideen erst seit der industriellen Revolution entstanden sind und dass wir sie seitdem in gewisser Weise verpulvert haben. Aber es ist ganz anders. Schauen wir doch mal, was man als Kind so alles in der Tasche hat. Jedenfalls früher. Auf diesen wenigen einfachen Ideen basiert unsere ganze schöne neue Welt. Und diese Dinge sind nicht 300 und auch nicht 2000 Jahre alt, sondern 5000 Jahre alt. Insofern hat der römische Senator recht, es war alles schon mal da. Schnur, Nagel, Feder, Pumpe, Rad, Magnet. Darauf fußt die moderne Technologie. Beispiel Rad. Nicht die erste Erfindung der Menschheit. Schmuck und Wein gibt es schon. Das erste Rad, die Töpferscheibe, rund 6000 Jahre alt. Wagenräder gibt es etwa 1000 Jahre später. Metallfelgen seit dem 1. Jahrtausend vor Christus. Im Deutschen Museum. Überall sieht man Räder. Sogar die alte Töpferscheibe kommt wieder zum Einsatz, beim Hubschrauber als Getriebe für die Rotorblätter. Und da sehen wir auch, dass es eben nicht so ist, wie wir vielleicht meinen könnten, dass unsere Welt geprägt wird von Erfindungen, die seit der industriellen Revolution gemacht werden. Das Rad ist uralt. Und wie man an der Draisine sieht, passiert immer wieder das Gleiche. Wir erfinden das Rad neu. Wir erfinden die Draisine 1817, obwohl das Rad bereits mehrere tausend Jahre alt ist. Als nächstes die Schnur. Ein Höhlenfund in Frankreich. Die älteste Schnur. Ein Stück Kordel, über 40.000 Jahre alt, aus Rindenfasern. Rund 8.000 Jahre alt, gewebte Textilien in Anatolien. Leinen für ein Baby, die erste Windel der Welt. Ohne Schnur, kein Webstuhl, keine industrielle Revolution. Keine Operation ohne Schnüre. Schnüre findet man in der Musik und beim Sport. Bei Brücken hoch über der Erde und darunter als Stromleitungen. Die Mondfahrer tragen Stoffanzüge von einer Firma, eigentlich spezialisiert auf Büstenhalter. Ein letztes Beispiel einer alten Erfindung, der Nagel. Die Ägypter haben ihn wohl erfunden, vor fast 5.500 Jahren. Sie kennen auch schon Nieten. Der Grieche Archimedes ersinnt im 3. Jahrhundert vor Christus die archimedische Schraube zur Wasserbeförderung. Lange ist der Nagel teuer. Noch im 17. Jahrhundert brennen amerikanische Siedler vor einem Umzug ihr altes Haus nieder und bergen die Nägel aus der Asche. Der Nagel hat nicht ausgedient. Rund 600.000 Nieten halten einen modernen Düsenjet zusammen. Und auch im Menschen wird heute noch genagelt und geschraubt.
Schwarze Löcher. Erst in den letzten Jahren bewiesen, 2019 das erste Foto. Für den Beweis eines schwarzen Lochs bekommt er den Nobelpreis. Reinhard Genzel. Kritiker sagen, Forscherteams wie Genzels bestätigen nur alte Theorien. Dies ist ein Déjà-vu. Dieses Ende hatten die Physiker schon mal gesehen, 1897 oder sowas. Und dann kam Einstein und dann kam Max Planck und so weiter und so fort. Zum 16-jährigen Max Planck sagt Physikprofessor Philipp von Joly: In dieser Wissenschaft ist schon fast alles erforscht. Und heute? Ackert gerade der Nachwuchs in der Astrophysik auf einem abgeernteten Feld? Die Beobachtung der Himmelserscheinungen, das älteste Gebiet der Physik. Im 17. Jahrhundert erklärt Isaac Newton die Schwerkraft und damit die Planetenbahnen. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts erweitert Albert Einstein Newtons Theorie, revolutioniert das Verständnis von Masse, Zeit und Raum. Früher hat man geglaubt, wenn alle Dinge aus der Welt verschwinden, so bleiben noch Raum und Zeit übrig. Nach der Relativitätstheorie verschwinden aber Zeit und Raum mit den Dingen. Einsteins Theorie gilt bis heute. Die Gesetze des Kosmos scheinen geschrieben. Mach mal nicht vorschnell das Kapitel zu. Also ich gehe mal wieder zu Einstein, die allgemeine Relativitätstheorie. Man kann sagen, die ist getestet. Und viele Physiker sagen, die ist getestet. Mach mal zu, das Buch, gehen wir weiter. Nö. Im Jahr 2018 fliegt am Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße ein Stern vorbei und verhält sich wie theoretisch vorhergesagt. Auf den ersten Blick scheinen die Beobachtungen Einstein nur zu bestätigen. Aber sie widersprechen auch der Theorie. Also nehmen wir doch die schwarzen Löcher jetzt. Das wäre so ein Beispiel, wo Sie sagen, also Einstein und dann natürlich Schwarzschild und Kerr haben also jetzt diese theoretischen Gleichungen gelöst und haben vorhergesagt, da gibt es also Objekte, wo die Gravitation so stark ist, dass Licht überhaupt nicht mehr rauskommen kann. Und als Folge dessen, alles, was reinfällt, fällt in das Zentrum. Und das Zentrum ist ein Punkt. Und der Punkt ist ein Punkt, ein mathematischer Punkt. So. Und da sagen wir Physiker, ob Theoretiker oder Experimentaren, schöne Geschichte ist falsch. Ganz einfach. Das Problem heute: der Aufwand. Auf der Suche nach richtigen Erklärungen bauen die Garchinger Physiker immer bessere Messapparate. Momentan fertigen sie das Auge für das beste Teleskop der Welt. Geplanter Einsatz in 4 Jahren in Chile. Es wird aber wohl auch das teuerste der Welt. Eine schwere Hypothek. Es muss einfach liefern. Der Einstein, wenn Sie so wollen, der konnte noch sagen, ich mache das jetzt mal. Meine Lesart dieses sogenannten Mangels an Durchbrüchen hat auch was mit dem Mangel oder dem Zögern von uns allen zu tun, Risiken einzugehen. Risiken einzugehen, die damals sozusagen billiger waren im gewissen Sinne und auch die Forschung in dem Sinne nicht so eine Riesenveranstaltung war. Schon mit den jetzigen Teleskopen haben die Astrophysiker geliefert. Mehrere Nobelpreise allein in den letzten Jahren. Ja, also unglaublichste Entdeckungen, eine nach der anderen, bang, bang, bang. Das Problem der Forscher:
Die Beobachtungen geben Rätsel auf. Ein Beispiel. Die Spiralgalaxien drehen sich so schnell, sie müssten eigentlich auseinanderfliegen. Ein unsichtbarer Kitt scheint sie zusammenzuhalten. Die Physiker sprechen von dunkler Materie. Ein vielleicht noch größeres Rätsel: Das Universum dehnt sich beschleunigt aus. Das sind Dinge, die wir im Moment einfach nicht verstehen. Wir verstehen es nicht. Das heißt, wir haben möglicherweise ein Riesenproblem, dass diese Annahme, ja, wie damals die Annahme, Erde ist im Zentrum des Sonnensystems, so gut ganz funktioniert für einen bestimmten Bereich. Aber wenn man darüber hinausgehen kann, dann sieht man auf einmal, ups, da stimmt was nicht. Und da könnten wir durchaus sein. Also das würde ich nicht, ich will das nicht beschwören, aber könnte durchaus sein, dass wir vor einem Umbruch sind. Fazit: Die Beobachter mit ihren Teleskopen haben momentan eine Hochzeit. Doch für ihre Entdeckungen fehlt das Verständnis, was man sieht. Die Theoretiker unter den Astrophysikern haben eine Durststrecke. Es sind Phasen und gewisse Phasen kommen zu einem Ende und dann geht es mal weniger schnell. Ganz klar, das ist so. Gibt es da ein absolutes Ende? Nein, das glaube ich nicht. Das Universum, das wird uns noch ganz schön viele Tricks zeigen. Und in der Technologie? Christian Reis ist sicher, die Ingenieure brauchen keine neuen Tricks. Die Treiber des kommenden Zyklus sind die Medizintechnik und die erneuerbaren Energien. Nicht das erste Mal, dass quasi das Rad noch mal neu erfunden wird. Die Eisenbahn war 40 Jahre alt, das Auto sogar 60 Jahre alt, bevor sie ihre wirtschaftlichen Siegeszüge antraten. Die Nutzung von Solar- und Windenergie ist sogar noch viel älter. Aber erst in den nächsten Jahrzehnten werden diese beiden Energieformen die globale Energiewirtschaft bestimmen. Ob das genau heute losgeht, das ist schwer zu sagen. In der Wissenschafts- und Technikgeschichte gab es schon viele falsche Prognosen. Warum sollte das nicht jetzt auch so sein? Beispiele falscher Prognosen. Zum Dampfschiff meint Napoleon Bonaparte: Wie bitte soll ein Schiff gegen Wind und Strömung segeln können, indem man ein Lagerfeuer unter dem Deck entzündet? Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Über das elektrische Licht sagt der Medizinprofessor Erasmus Wilson: Nach der Schließung der Weltausstellung in Paris wird auch das elektrische Licht ausgehen und in Vergessenheit geraten. Beispiel Computer. Der Wirtschaftswissenschaftler Paul Krugman ist überzeugt: Das Internet wird nicht mehr Einfluss haben auf die Wirtschaft als das Faxgerät. Der Wissenschaftshistoriker Christian Reis sieht die Zukunft nicht so schwarz wie das amerikanische Fachblatt Nature. Die künstliche Intelligenz ist für ihn nicht der letzte Geistesblitz der Menschheit.